Nun denn, nun denn, nun denn. Wir wissen jetzt zwar endlich, wer dieser ominöse Gris sein soll, aber dass sich Team Flair wieder neu gebildet hat und jetzt, naja, mit dem Namen Team Flair Nouveau irgendwie auftritt, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, wa? Willkommen zurück zu Pokémon Legends Yay und ja, überlegt, was ich noch irgendwie großartig machen soll, bevor wir jetzt hier hingehen zu Gris, den Koordinaten, eine kurze Sidequest mitnehmen. Es geht nur ums, ja, wie gesagt, mitnehmen quasi. Nicht irgendwie schon machen, alleine schon von der Zeit her. Ich denke mal, die hier unten könnten wir mal uns noch kurz anschauen. Und dann, ja, wenn man das mit Gris jetzt vielleicht noch am Tag erledigen könnte, bevor es Nacht wird, das, ja, ich glaube, timingmäßig wird das gar nicht mal so übel. Dann können wir nachts nämlich noch die Kämpfe fürs Challenge-Ticket machen. Und uns dann direkt sogar vielleicht noch in der Folge hier Rang A noch abholen, ne? Vom Sie Royal. Oh. Die ist um Corrosio-Clan. Ich habe gehört, er soll stark sein. Ja. Also, wer ist mit einem Kampf? Unbeugsam wie Stahl. Was? Sagt was im Mund 1? Ein paar übersprungen, ne? Metallmantel. Das hingegen ist sehr gut. Wenn wir einen Metallmantel hätten, könnten wir endlich mal Sichlo zu Sherox entwickeln, ne? Oder Onyx zu Scharlos, wäre die andere Variante. Aber 101, da habe ich das Gefühl, also ich meine, wir werden es sicher schaffen, ne? Da habe ich jetzt keinen Zweifel dran. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich gegen die jetzt antrete, dann bin ich vielleicht noch overlevelt, als ich eventuell jetzt schon bin. Komm, ist was. Ich spare mir den Kampf noch auf für später. Wir werden sicher mal dann trainieren müssen. Oder dürfen, besser gesagt. Schauen wir mal, was hier noch für eine Sidequest ist, ne? So, was darf ich hier machen? Du bist derjenige, der gerade per Gedankenübertragung mit mir Kontakt aufgenommen hat, nicht wahr? Nein. Du und ich, wir sind vom selben Schlag, also kein Grund für falsche Scheu. Wir sind eine Gruppe von Trainern, die sich versammeln, um mit den ehrenwerten Starmie zu leben. Hä? Was ist jetzt passiert? Nimm doch auch an unserer Zusammenkunft teil. Wir wollen die ehrenwerten Starmie aus dem All zu uns einladen. Denn wie wir es verstehen, sind Starmie in Wahrheit die Sterne selbst, die zu uns herabgestiegen sind. Wenn was ein Stern du dann? Komm bei Nacht wieder an diesen Ort und stelle sicher, dass du einen Starmie an deiner Seite hast. Starmie aus dem All? Ja, wie gesagt, müsste der Stern ja auch aus dem All sein, ne? Sidequest 100, okay, ich habe keine Ahnung, was hier bitte abgeht. Seit gefühlt, welcher Sidequest war es? 90 oder so? Ich glaube 95, ne? Seit 95 ist irgendwie ein bisschen seltsam. Okay, wir gehen dann direkt hier zur Story weiter. Ich glaube, es ist klüger. Die Sidequests werden ein bisschen schräg. Wenn ihr die fragt, ne? Wenn ihr überlegt habt, Metallmantel. Falsch, hier, die Box wollte gucken. Ich habe extra ein Sichlo hier, was man entwickeln wollte. Mit dann so dachte, hey, ein Sherox wäre cool. Wäre vom Typ Käfer Stahl, ne? Wir haben schon Stahl-Pokémon. Ich will eigentlich Stollers nicht aus dem Team entfernen. Ja, vielleicht dann Postery-mäßig. Also Sichlo Sherox so. Wir müssen immer gucken, ne? Wenn wir dann wieder irgendwie mit dem Ding arbeiten. Wie heißt schon wieder? Mit dem Linktausch. Haben wir schon mal gemacht, glaube ich, damals, was war es damals? Kadabra zu Simsala, glaube ich, ne, was? Zu tauschen. Aber mal zum Gucken, wie es funktioniert. Es wurde uns wieder zurückgetauscht, das war sehr cool, finde ich. Vielleicht klappt es mit den anderen Pokémon auch mal, ne? Das müssen wir ein bisschen testen. Zum Beispiel hier, Maschok auch mal im Linktausch zu entwickeln, auch bei Alpolo zu Gengar. Es sei denn, ich könnte ihn natürlich so direkt fangen. Das könnte auch sein. Aber ja, muss noch. Wenn es darum. Hier, okay.
wir müssen immer gucken, ne? Wenn es darum geht, mal einen Living Index zu vervollständigen oder mach echt mal eine Folge, wo es nur darum geht, mal zu entwickeln und so. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir vorwärts kommen. Das wäre eine Option. Was ist jetzt los? Ja, da sind sie ja. Du hast tatsächlich brav gewartet. Jetzt fragst du dich sicherlich, warum wir dich zu solch einem Ort gerufen haben. Oh, ein bisschen, ne? Das hier ist das Bistro Flordelis. Dies war ein wichtiger Ort für Team Flair, auch wenn der Laden jetzt zum Verkauf steht. Aber er will schon einen Laden kaufen, der so eng mit einer zivilischen Gruppe in Verbindung stand. Deswegen fungiert er immer noch als Versteck für Team Flair. Oder besser gesagt für Team Flair Nouveau. Oh oh. Du weißt über Team Flair Bescheid, oder? Ja, aber es ist zwar schon eine Weile her. Vielleicht wäre es ganz cool, wenn man uns dann nochmal auf die Schnelle irgendwie ein bisschen auffrischen würde, den Informationsstand. Das fände ich ganz nett. Nein? Tja, das wundert mich nicht. Grisel. Chris, er steht den Zielen von Team Flair Nouveau im Weg. Das macht ihn zu unserem Feind. Dem musst du überhaupt nichts erklären. Zermal ihn wie eine Kaffeebohne und gut ist. Ehemalige Mitglieder von Team Flair stoßen in der Gesellschaft auch heute noch auf starke Ablehnung. Da ist es kaum verwunderlich, dass Leute wie Grisel dadurch kaltherziger geworden sind. Also mir ehrlich, eigentlich hätte es mir auffallen müssen, wo wir schon zu Beginn des Let's Plays beziehungsweise des Spiels ja schon ihre Haarfarbe gesehen haben, ne? Die hatten ja damals bei XY hatten ja alle Team Flair-Mitglieder solche, ich sag jetzt mal, orange Haare, ne? Soll, denke ich, mehr orange statt rot sein. Es tut mir leid, ich kann Grisel nicht stoppen, wenn sie sich einmal so eingesteigert hat. Du würdest so zwar bei unserem Aufstiegsmatch eine Kampftaktiken enthüllen, aber bitte kämpf gegen Grisel. Ja. Why not, ne? Also, eigentlich müssen wir Feuertränen. Ja, wobei, das könnte jetzt noch trügen, ne? Ich will mit Galagladia ankommen. Los, kämpf gegen mich. Nö, will nicht. Das ist dann schlecht, der Spruch. Ich werde dich so aus den Boden stampfen, dass du die Teilnahmeserie royal abschminken kannst. Grisel von Team Flair Nouveau fordert dich raus mit einem Flottball, ne, offenbar. Ich habe ein gutes Matchup. Was zum... Der Ruckzuck ist echt schnell von dem Viech. Ein Kamerub, schwierig. Das ist der Gegner, ey. Oh, falsche Attacke. Schade, der würde reichen. Jo. Tour Talk. Jetzt Pyroleo. Kann es die Mega-Entwicklung? Ja, da hatten wir doch schon fast. Ich muss gewinnen, sonst wird niemand in die Quere kommen. Okay.
Das ging jetzt schnell. Das ist doch lächerlich. Ich fand jetzt nicht, ne? Also, das, Der Kampf war gut. Mega Pyroleo hat ordentlich Schaden gemacht, Junge. Ich habe verloren. Meine Pokémon haben verloren. Das war ein ausgezeichneter Kampf. Kein Wunder, dass du für Team MC bei seiner Mission, die Lumen zu retten, das Ass im Ärmel bist. Legen wir eine Kaffeepause ein, ja? Bitte sehr, ein Röstkaffee glut, die Spezialität vom Imbiss Nouveau. Ernsthaft? Wird's wieder so freundlich? Dadurch sind deine Pokémon noch wieder fit geworden. Jetzt, wo wir uns etwas erholt haben, wird es Zeit, dir von Team Flair und unserem Ziel zu erzählen. Bitte folge uns hinein. Okay. Die Farbe Rot soll Flordelis flammende Leidenschaft symbolisieren. Deswegen wurde sie als Grundton für das Bistro Flordelis ausgewählt. Lass mich dir nun erklären, warum ich im Sierra Royal kämpfe. Beginnen wir mit Team Flair. Team Flair strebt eine Welt der Schönheit an. Stimmt, ne? Jetzt sind die Haare sind plötzlich rot und nicht orange. In der die Menschen in Hand gehen und sich gegenseitig helfen. Doch immer häufiger war unser Boss Flordelis von den Menschen enttäuscht. Schließlich sorgte er sich so sehr in die Zukunft, dass er sich zum Ziel setzte, die Anzahl der Menschen zu reduzieren. So traf er die törichte Entscheidung, die ultimative Waffe zu aktivieren. Hast du von der ultimativen Waffe gehört, die Kalos-Region mein Haar restlos niedergebrannt hätte? Aset hat sie erschaffen. Für dich mag ein Wohltäter sein, durch den du ein Dach über dem Kopf hast. Aber Zed ist auch der Erfinder von etwas so Abscheulichem wie der ultimativen Waffe. Hätte dies nicht getan, wäre Flordelis nie in den Wahnsinn getrieben worden. Und wir von Team Flair wären nicht in Verruf geraten. Vermutlich hätte es auch nie ein Team Flair gegeben. Wie es aussieht, setzt Zed nun auf Team MC, um Illumina zu retten. Dass ich nicht lache. Tut mir leid, ich wollte dich nicht mit diesem Gefühlsausbruch in Verlegenheit bringen. Du weißt sicher nicht, ob du mir glauben sollst oder nicht. Deswegen lade ich dich ein, dich selbst von der Wahrheit zu überzeugen, Michael. Das heißt... Das wirst du gleich sehen. Sesam, öffne dich! In dieser Geheimtür befindet sich das Labor von Flordelis. Als Team Flair noch aktiv war, wurde dieser Ort als Forschungseinrichtung genutzt. Dort erfuhren wir damals von Asets Geheimnis. Und auch von der Existenz dieser grauenhaften ultimativen Waffe, die er erschaffen hatte. Wie ich bereits sagte, musst du dich selbst von dieser Abscheulichkeit überzeugen. Das Labor von Flordelis wurde wie ein komplexes Labyrinth konzipiert. Und irgendwann siedelten sich auch wilde Pokémon dort an. Bevor du dich von der Wahrheit überzeugen kannst, schlägt vielleicht dein letztes Stündlein. Das glaube ich eher weniger. Oh, Tag nachwärts lang gehalten. Okay. Ich überlege jetzt gerade, hatten wir damals in Pokémon XY, gab es damals auch dieses Labor, wo wir ja rein konnten, sag ich jetzt mal, oder war das doch eine andere Stadt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir kamen damals nur ins Hauptquartier rein, ne? Das war ja woanders. Meine Intuition lässt mich vermuten, dass du dich inzwischen in einer brenzligen Situation befindest. Lass mich raten, du bist gerade im Labor von Flordelis, oder? Woher weißt du das schon wieder? Da müsstest du einen Lift vor dir sehen. Der Liftschlüssel muss irgendwo im Labor rumliegen. Suche ihn. Der Liftschlüssel, okay. Da ist er schon. Nein. Oh, die Minimap sieht aber cool aus. Und der Porter, was macht der genau? Ja, okay. Ja, vielleicht bringt der uns aber wieder zurück. Also quasi ist das nicht ein Teleporter, ist der uns von hier aus irgendwo hinbringt, sondern einfach von, keine Ahnung, vielleicht auch vom Bossraum, sag ich jetzt mal, uns dann hier hinbringen würde. Kennt man ja. Dann A markiert, okay.
Pokémon soll es ja gehen. Ich habe gerade was gehört. Was war das gerade? ...50, ne? Da geht aber eigentlich noch. Ich überlege gerade, weil ich das Gefühl habe, dass meine Pokémon ein bisschen overlevelt sind. Auch wenn es durchaus spannend ist und so, trotz allem. Aber ich überlege gerade, ob ich jetzt vielleicht mein Team wieder austausche, ne, mein Kalos-Team reinpacke. Theoretisch können natürlich auch die noch ein bisschen trainieren und so, ne? Aber das muss man hier mit. Ja, da will der Gardevoir wieder ein bisschen mitnehmen, ne? Und trainieren. Gardevoir anstelle von Ding, war? Glagladi. Ja, wir noch hin und her überlegen tatsächlich. Jetzt auch, weil ich wieder ein bisschen ja mit Rangkämpfen und so unterwegs bin und mir da denke, ja, Gardevoir eigentlich schon ein cooles Pokémon. Aber ja, es war nicht so viel Schaden. Oder nichts, ja. Doch, man hat eigentlich so viel Schaden, wie ich eigentlich gerne hätte. Und gewinnt nicht so häufig gerne hätte. Aber egal. Also, ja, da war jetzt gerade ein Hundemon. Okay, Level 50, das ging aber eigentlich noch. Die Stromversorgung aktiviert. Okay, aber ich gehe wie gesagt davon aus, dass das einfach jetzt ein Warp-Feld, eine Warp-Einrichtung ist, die mich jetzt halt dahin zurückbringt, wo wir vorhin waren. Das heißt, der Schlüssel fehlt ja immer noch, ne? Oh, okay, haben wir geirrt. Wir haben ja 2. Nee, jetzt fängt das da an. Müssen wir rumprobieren, ne? Okay, der blitzt schon so da vorne, da wird wohl der Schlüssel sein. Da komme ich zurück. Okay, das war also der Weg. Ich höre immer noch ein Pokémon. Ein Voltenso. Was machen wir da? Wir machen guten Schaden. Voltenso kann man gut gebrauchen. Moment. Ich habe Nahkampf gelernt. Hey, ich habe doch Nahkampf schon. Da hat Pandago gerade die TM Ne, Moment. War Nahkampf die TM und er hat gerade die Attacke gelernt. Das könnte sein, ne? Okay. Ein Voltenso. Irgendwo im Fritzelblitz noch, ne? So. Für unseren Living Dex. Ja, mal damit anfangen, das ist eine gute Frage. Eigentlich macht es erst Sinn, das nach der Hauptstory zu machen, ne? Huch. Ah, hier ist Fritzelblitz. Ich wollte gerade sagen, wo ist Fritzelblitz hin? Kurz verwirrt. Also Fritzelblitz, Voltenso. Voltenso, Mega Voltenso natürlich auch cool. Das Wesen gar nicht mal so schlecht. Es ist ja ein schnelles Pokémon. Weil zugeben muss, Drop dafür bei Spezialverteidigung ist nicht unbedingt so geil. Egal. Danke, Brigaron. Spezialangriff, Entschuldigung, jetzt Spezialverteidigung. Moment. Was rede ich da? Ne, Spezialverteidigung, stimmt schon. Genau. Initiative hoch, Spezialverteidigung runter. Hätte ja ein mäßiges Wesen, ne? Bei dem Fritzelblitz. Generell ist Voltenso-Linie ist eigentlich schon eher speziell ausgelegt, ne? Okay. Gut, dann bekommen wir Finsteraura. Ich habe kurz überlegt, was noch etwas für Turtok wäre, aber ich finde eigentlich Turtoks Moveset
wir es aktuell haben mit einer Stahl-, Eis- und Wasserattacke doch gar nicht mal so übel. So, Schutzschild, boah. Der passt recht gut. Also, ich glaube, vorhin haben wir den Teleporter genommen, ne? Wo bringt mich denn der hin? Noch ein anderer Raum. Also ein Magnetilo? Klang ja fast so. Ein Magneton. Aber nee, ich glaube, die Pokémon gibt es hier gar nicht, oder? Also, wenn die beiden Teleporter jetzt mal geprüft. Der ist immer noch deaktiviert. Okay. Komme ich hier schon weiter? Noch nicht. Okay. Hey, hab ich doch gerade gemacht. Moment, was? Ja, ich war so begeistert und wollte Tänze, dass ich hier gerne mal... Das haben wir es von hier aus gar nicht mehr. Doch, eigentlich schon, ne? Laborpass haben auch voll dran vorbeigelaufen. Okay. Hui, so. Also, dann gehen wir schnell rein. Ich frage mich gerade, ob es hier vielleicht Pokémon gibt, die es sonst im Spiel so nicht gibt. Wow, die haben wir zwar schon. Für ein paar Erfahrungspunkte kann es trotzdem nicht schaden. Und nochmal so ein Lift, der Teleport nicht funktioniert. Ja, hier war definitiv lange keiner mehr. Ich habe da irgendwelche Pokémon. Hunduster, Hundemon. Alles ganz genau anschauen. Was haben wir hier noch Schönes? So, da geht's nicht rein. Aber hier. B markiert, okay. Ein B. Was haben wir? Den Teleporter. Wir haben da vorne nochmal einen. Also Eingangsbereich, da war nochmal einer. Ein Sonderbonbon. Pass B, okay. Das war's. Doch, warte mal, das ist die Areale, ne? Ah, okay. Hier ist einfach A, dann hätten wir hier B. Jetzt aus. Ne, kommen wir gar nicht hin, ne? Kommen wir in Areal C. Da oben war ich auch schon, dann geht also auch zu Areal B. Ja, okay. Er ist Untergeschoss. Oh je, oh je. Das
könnte also 1, 2 Folgen dauern, bis wir hier durch sind. Gut, erstmal schnell Ebenbonbon noch aufgenommen und dann ein Tunnel! Gibt's die hier etwa? Sind wir einen passenden Pokéball, ne? Vor allem für Metagross. Finsterball geht vielleicht auch gut. Schwerball wäre vielleicht noch etwas. Dein Ernst? Ah, nimm halt wieder den Standard Hyperball für solche Fälle, ne? Schon besser. Ein Tunnel. Dann wählen wir bloß noch 2 Stück, ne? Für Meter und Metagross. Also müsst ein nochmal kurz hier rein, ne? Damit wir dann neu spawnt alles. Ihr könnt es natürlich jetzt auch im Sinne von Pokédex mir ein bisschen einfacher machen. Ich glaube, das wäre sogar keine Idee, ne? Damit wir zumindest ein bisschen Progress haben ab und zu. Erstmal Tunnel entwickeln. Ein Meter. Konversion und Metallklaue. Ja, die Attacken erlernt Metang ja schon seitdem sie überhaupt vorkommen. Also seit der 3. Generation, sprich seit Rubin Saphir. Und Metagross. Ja, weil Metang entwickelt sich ja auf Level 45, Entschuldigung, zu Metagross. Das ist eigentlich noch recht früh, ne? Jetzt könnte man sich tatsächlich überlegen, vielleicht künftig Metagross online noch einsetzen. So auch als Alternative für Gardevoir vielleicht. Weil so ein Stahl-Psycho-Pokémon wäre schon cool. Man hier natürlich einsetzen, das wäre auch eine Option. Aber jetzt in der Story, mein Team steht eigentlich soweit schon. Da ist eigentlich nicht so viel Sinn und dann Afterstory und so, oder Postgame-mäßig besser gesagt. Ja, aber jetzt eigentlich auch schon Sherox eigentlich in der Auswahl. Das ist auch ein bisschen seltsam. Na, mal schauen mal. Ja, 50 war es, ne? Sind so viel, wie ich gehofft hatte. Draschel kann sich jetzt entwickeln. Jo, das weiß ich. Und ja, ich weiß, wir haben noch einen Brutalander in der Box, aber es ist ein Elite-Brutalander. Und ja, Brutalander natürlich auch ein cooles Pokémon. Gar keine Frage. So, da hatte ich recht, ne? Elite, genau, da haben wir Brutalander. Gut, also. Dann machen wir es jetzt so. Ups. Dann kommt hier hin und nehme ich Metagross mal mit. Pack's mal hier in die Rangkämpferbox, damit ich auch künftig noch weiß, aha, das war meine Idee dahinter. Von Attacken her, Metagross eigentlich eher physisch. Oh. Ja, da müssen wir das Wesen noch ändern. Das ist eigentlich sowieso nichts, ne? Genau, noch keine EVs. Die EVs vermutlich auch nicht, ne? Aber das wäre ja schnell gemacht. Psychoklinge. Explosion, genau. Getroffene Gegner schrecken eventuell zurück. Das finde ich gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Sonst im Metagross natürlich jetzt. Ja, Patronenhieb normalerweise schon. Jetzt hier. Ja, gut, der macht zwar guten Schaden, aber wird doch bei Metagross eher andere Attacken geben.
Ja, ähnlich wie bei Gyarados zu sagen, nee, ein Steinhagel für Flug-Pokémon. Dann noch der Eishieb, in der Regel eher Eishieb, ne? Ja, sowas wäre jetzt eigentlich auch eher ein bisschen so ein Standard-Set. Allerdings, ne, warte mal, ich mach's anders. Ein Erdbeam wird hier sehr gut passen. Steinkante Metagross hätte auch was für sich. Gerade so für Pokémon wie Glurak zum Beispiel. Gestein habe auch keinen Stahl mehr. Naja. Muss man vielleicht mal offscreen ein paar Gedanken machen. Aber ja, sicher mit den großen Punkten, wo man sagen könnte, warum eigentlich nicht, ne? Vielleicht sogar als Alternative für Stalabor und Gardevoir. Obwohl eben auch Stalabor natürlich ein cooles Pokémon ist, gar keine Frage. Auch wieder ein bisschen ein physisches Pokémon, ne? Was war denn da bei den Rangkämpfen online auch wieder auch ein spezielles? Naja. Ja, wir schauen mal, ne? Also. Mit Schwören können wir uns Level 39 erreichen. Das sind sie ja. Wir sind noch ein bisschen schwach hier unterwegs, ne? Gut, ich starte natürlich auch ein bisschen bei, wo war es? Bei der Sidequest im 3-Sterne-Kampfmenü eingesetzt, ne? Naja. Was sagt jetzt eigentlich unser Pokédex so? Gefangen und 71. Ja, doch, es geht voran, ne? Auch hier unten. Also hier sind wir schon mal sehr gut durch hier mit allen Pokémon, ja. Im Stalos fehlt noch, ne? Da muss man gucken. Aerodactyl. Ja, fehlt. Haben gar kein. Okay, das ist eigentlich ein Fossil, ne? Also, warum ich das noch nicht habe. Amagaga, ja, ich habe einen Amarino, müssen einfach nur noch ein bisschen leveln und entwickeln. Hier sieht es ähnlich aus. Eben gab es so Pokémon wie Sherox und Stalos. Sicher aber erst später machen. Tandrak. Ist eigentlich auch ein cooles Pokémon, ne? Auch ein Typus Herkief Drache. Naja. Mal schauen. Aber Freunde, ich würde sagen, das war's mal für heute. Nächste Folge, ja, vielleicht kriegen wir das Labor dann durch. Mal schauen. Und dann, ja, bin mal gespannt, ne? Ob es dann irgendwie noch zu einem Gespräch mit AZ kommt oder ob wir dann, ja, uns dann direkt um Rang A kümmern können, ne? Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.